Please give me a sign. Show me your mind. 'Cause I can't walk alone. Golden horizon. I see the sun rising. But you're still drawing lines. War never changes. Eigentlich wollte ich nicht so lang aufnehmen. Super, jetzt sind wir wieder unterwegs, was? Jetzt das. Ist nix. Oh. Oh. So lange wollte ich nicht aufnehmen. Ja, Spiel, danke. Du musst nicht immer sagen, wie lange ich schon aufnehme. Ich weiß, dass es so war. Aber ist ja wurscht. Das sind Geckos. Vielleicht kriegen wir da jetzt unsere Erfahrungspunkte immer. Die wir brauchen könnten. Komm mal. Manche Spiele haben wirklich eine scheiß Hitbox. Ah, Godzilla für Arme. Super. 5 Punkte wegen... Nein. Schlimm, schlimm, schlimm. Danke. Ich glaube, da haben wir ein Nest erwischt, ha? Ah, da, schau. Sehr gut. Junger Gecko. Lieb. Aber jetzt ist er im Arsch. Oder auch am Arsch. Das überlasse ich dann ganz deiner Interpretation. Junger Geckojäger, interessant, ja. Da läuft auch jemand, den werden wir gleich besuchen. Brockblume. Ich nehme es einfach einmal mit, was wir da wischen. Wer bist du? Hallo. Vector. Howdy. Hallo. Howdy. Howdy. Hallo. Hallo. Howdy.
Howdy. Hallo. Howdy. Hallo. Howdy. Hallo. Howdy. Naja. Ein sehr netter Gesprächspartner. Mhm. Ab zur RNK, ab zur RNK. Ja, Hey, wo wollen Sie denn hin? Der Zutritt zur Prim ist verboten. was geht in Prim vor sich? Ein paar Häftlinge aus dem Gefängnis die Straße hoch haben die Stadt übernommen. Alle Bewohner sind tot oder verstecken sich. Außerdem machen auch noch 2 Raider-Stämme die Gegend hier unsicher. Sie sollten besser zurück nach Good Springs gehen. Sollten sie nicht die Stadt beschützen oder so etwas? Würden wir gerne. Aber sie gehören nicht zur RNK. Und selbst wenn, wären wir nicht in der Lage, sie zu beschützen. Warum können sie nicht schützen? Uns fehlt die Ausrüstung, um die Häftlinge erledigen zu können. Außerdem brauchen wir Verstärkung. Sie sollten mit Lieutenant Hayes reden. Sein Zelt ist die Straße runter. Bleiben Sie westlich der Überführung, damit Sie nicht erschossen werden. Ich muss ehrlich gesagt gestehen, sehr aufheiternde Worte. Bleiben Sie westlich der Überführung, damit wir nicht erschossen werden. Ja. So, steck die Waffen wieder ein, du Dulli. Schau. Immer mit Rebound. Ja, die Spritze. Eine Arzttasche, die können wir brauchen. Verlassen. So. Oh. Na bitte. Was tut man nicht alles für ein paar Korken? Da. Ist da. Meister Hayes, wer bist du? Sergeant McGee. Ich nehme mal an, das wird der Sprachführer sein. Ich bin Lieutenant Hayes von der Armee der Republik Neukalifornien, 5. Bataillon, 1. Kompanie. Wie kann ich Ihnen helfen? Stillgestanden. Was tun Sie denn hier draußen? Wir wurden hierher geschickt, um den Strom von Gefangenen aus der Justizvollzugsanstalt einzudämmen. Wie Ihnen wahrscheinlich schon aufgefallen ist, machen wir das nicht so gut, wie wir sollten. Wo liegt das Problem bei Ihrer Mission? Die Mission ist kein Problem. Das Problem sind die Vorräte. Die Gefangenen sind besser bewaffnet und organisiert als in unseren Informationen beschrieben. Ich versuche an Verstärkung zu kommen. Vielleicht an ein paar durchschlagskräftige Schusswaffen, aber das läuft alles zu langsam. Erzählen Sie mir von der Justizanstalt. Die meisten Leute nennen das Ding einfach JVA, kurz für Justizvollzugsanstalt. Vor einer Weile gab es einen Aufstand, bei dem die Gefangenen die Wärter töteten, die nicht fliehen konnten. Seitdem tyrannisieren sie die Gegend. Er ist eine wirkliche Tyrannen. Haben Sie Informationen über die Sträflinge? Nicht viel. Sie nennen sich die Pulverbande. Hauptsächlich, weil sie den Sprengstoff, der zum Sprengen der Felsen vorgesehen war, als Waffe verwenden. Sie haben sich schneller organisiert, als ich geglaubt hätte. Zumindest die meisten. Zum Glück scheint die kleine Gruppe in der Stadt sich vom großen Teil getrennt zu haben, sodass sie nicht mit Unterstützung rechnen können. Andere Fragen. Ich habe gerade etwas Zeit, also fragen Sie ruhig. Ein sympathischer Mann. Bis bald. Sir? Jetzt stellt sich mir nur die asoziale Frage. Wie asozial kann es jetzt weitergehen?
Will man überhaupt in diese Stadt? Oder... Ist schon wissen. Aha. Was ist da? Deputy Beagle. Oh Gott. Ja. Captain Beagle. Oh Gott, oh Gott. Der Deputy Beagle. Das wird mir wieder Kopfschmerzen bereiten. Na, eigentlich nicht. Sheriffsbüro von Prim. McBains-Leiche. Passt, und das alles nur für ein deppertes Level-Up, nur dass ich eine Mission fertig machen kann, weißt? Ich würde ja gern irrsinnig. Ich leg die nicht an. Mir persönlich ist das scheißegal, gell? Aber ich würde die Musik auch laufen lassen, weil einfach diesen 60er, weil einfach diesen 70, eher schon 60er. So, Ende 60, Anfang 60er Rock'n'Roll irrsinnig gern her. Nachladebank. Schaß. Passen mir schon fast 1,5 Stunden auf. Ach Gott, Bur. Ja klar. Boah. Kurz noch einen Blick. Wir probieren es jetzt einfach mal aus. Au! Waffe wechseln, die ist scheiße. Ja, ja. Leck mich. Hilfe! Ich liebe diese Physik. Dynamit, Korken, Nahkampfwaffen. Hör, das ist die geile Rüstung. Ja, jetzt. Ich glaube, unserem Charakter, oder mir zumindest, etwas. So. Ich weiß, dass wir einen Stimpack nehmen müssen, hilft ja nichts.
Mojave Express Lieferaufträge, Karawanisten-Outfit. Das braucht man, das schaut scheiße aus. Ash aus. Metall stehlen wir jetzt mal am Anfang nix. Dafür werden wir später einen Langfinger benutzen. Rubis scharfer Schmortopf. Ist da hinten nix. Wow. Handpads. Brauchen wir noch. Und ich wollte einfach nur kurzweilig einmal ein paar Erfahrungspunkte haben, dass wir weiterkommen in Prim, auch nicht in Prim. Jetzt komme ich schon mit diesen Orten durcheinander. Goodsprings. Genau, Goodsprings, so heißt es. Aber nö, jetzt hänge ich da fest. Und mit. Ah. Ich weiß nicht, was Sie nach Prim geführt hat, aber ich rate Ihnen, wieder zu verschwinden. Die Stadt ist erledigt. Wer sind Sie? Johnson Nash ist mein Name. Bin der Mann von Ruby Nash. Wir leben seit fast 8 Jahren in Prim und sind gemeinsam durch dick und dünn gegangen. Ich bin eigentlich Händler, aber in letzter Zeit gibt es nicht viel zu tun. Außerdem führe ich die Niederlassung des Mojave Express hier. Ich bin ein Kurier des Mojave Express. Tja, ich habe im Moment keine Arbeit für Sie. Tut mir leid. Ich habe ein Paket verloren, das ich ausliefern sollte. Ich werde Ihnen sagen, was ich kann. Haben Sie vielleicht einen Lieferauftrag? Lieferschein zeigen. Was können Sie mir über diesen Auftrag sagen? Oh, Sie reden also von einem dieser Pakete. Der Job war von Anfang an irgendwie seltsam, aber wir sind auf die Kronkorken angewiesen. Erzählen Sie mir von dem Auftrag. Dieser Cowboy-Roboter wollte 6 Kuriere anheuern. Jeder sollte etwas anderes transportieren. 2 Würfel, eine Schachfigur, sowas in der Art. Ich sollte beim Expressbüro im Hub 7 Kuriere anfordern. Und zwar offenbar nur, um Nippes zu transportieren. Spielkarten, Würfel, Schachfiguren, so Kleinkram. Und dann dreht er sich plötzlich um und sagt, dass er 6 Kuriere will, nicht 7. Da das aber das gesprochene Wort und die Untertitel aber nicht zusammenpasst. Entschuldigung. Er zog zurück. Ja, hat ganz komisch geguckt, als er Ihren Namen auf der Liste gesehen hat. Hat mich entgeistert angeschaut und gefragt, ob der Name wirklich stimmt. Ich habe ihm gesagt, dass Sie todsicher noch leben. Da hat er den Job einfach abgelehnt. Hab ihn gefragt, ob er sich da ganz sicher ist. Nein, Kurier 6 soll das Paket abliefern, hat er gesagt. So, als würde sich die Mojave um sie kümmern. Und dann ist er einfach verschwunden. Wissen Sie, wer er war und wo er hin ist? Keine Ahnung. Aber er muss sie wohl gekannt haben, so wie er sich verhalten hat. Er hat sich sogar gutes Geld durch die Lappen gehen lassen. Hoffe mal, er hat keine Probleme mit Ihrem Paket befürchtet. Vielleicht dachte er auch nur, dass Ihr Name Unglück bringt. Wer weiß. Man hat mir den Chip geklaut. Ein Mann im karierten Anzug und seine Schläger. Kamen Sie hier vorbei? Jetzt, wo Sie es erwähnen... Jemand aus der Stadt war vor ein paar Nächten draußen auf der Suche nach Brauchbarem. Er meinte, er hätte einen Typen mit einem schicken Anzug und ein paar dieser Großkahnschläger gesehen, die über einen Chip redeten.
Einer dieser Männer hat mich angeschossen. Ich muss wissen, wie ich sie am besten einhole. Da sollten Sie sich am besten an Deputy Beagle halten. Er hat Sie beobachtet, seit Sie aufgetaucht sind, und er war beim Bison's Tief, als Ihr hübscher Freund hier vorbeigekommen ist. Vielleicht hat er auch mitbekommen, wohin Sie wollten. Ich würde gern was anderes fragen. Ich habe sonst nichts weiter vor. Wo bekomme ich Informationen über den Mann, der auf mich geschossen hat? Beagle hat sich ein paar Notizen gemacht, als er die Pulverräuber belauscht hat. Vielleicht kann er Ihnen weiterhelfen. Ich wollte noch ein paar Fragen zu der Lieferung stellen, die ich übernehmen sollte. Ich werde Ihnen sagen, was ich weiß. Das freut mich, das haben wir eh schon alles gefragt. Lassen Sie sich nicht abknallen. Ahahaha! Das war jetzt aber eine Fangfrage, du Trottel. Gut, ja. Ja. Der Deputy Beagle. Ist ein bisschen durchgeknallt. Ein bisschen so ein durchgeknallter Typ. Ich würde sagen, Blick, jetzt schauen wir schnell ins Aufgabenbuch. Daten. Immer diese Daten. Da. Der Deputy von Prim wird von den Pulverbanditen im Bison's Tief gefangen gehalten und muss gerettet werden. Bison's Tief, das muss er. Mojave Express, dann ist es ja, da ist. Natürlich, riesengroße Schütter vor und ich sehe es wieder nicht. Uhr. Na. Hab da Brühen. Ja, ich habe ja eine, aber ich setze nie ab. Okay, wir müssen mal da speichern. Weißt du was? Bissl werden wir noch spülen. Warte mal, was wollte ich da jetzt? Ah ja, speichern. Da haben wir wieder einen großen Spielstand, weil ich traue bei Fallout den kleinen Spielständen nicht mehr. Hey, Uah. na, reicht schon? Ja. Boah, der Gewaltgrad ist so herrlich. Optionen. Audio, bevor ich noch mehr Probleme kriege, was ich wahrscheinlich eh schon habe. Ja, Sprengstoff. Wie viel brauchen wir? 25, gell? Ja. Weißt du was? Wir machen 26. Das macht nur sicher gegangen. Aha. Wissenschaft. Wir machen einmal an in die Sprache. Und leicht reparieren, Nahkampfwaffen, Medizin, Energiewaffen, Dietrich. Dann nehmen wir noch einmal an in die Sprache. Super. In der nächsten Ausgabe oder in der nächsten, wenn wir dann diese Mission fertig haben, können wir gern in Prim, nicht in Prim, im anderen Dings weitermachen. Nudeln, ja. Turbo. Jetzt noch ein Blick. Da Gegenstände, Kleidung. Kampfwaffen plus 2, Schusswaffen plus 2. So, jetzt schaut der Charakter wenigstens nicht mehr so dämlich aus. Wir gehen mal aufs Beinchen. Hey. Komm. Der Gewaltgrad ist so absurd herrlich.
Backen. Immer mit. Boah, so lange wollte ich heute eigentlich nicht aufnehmen. Dir ist es aber schon bewusst, gell? Da. Jetzt gesagt, wir lassen das. Wieso hat er da ist er angezogen? So. Wenn ich doch nur wüsste, wo ich hätte hingemüsst. Brauchen wir Essen noch? Nuka-Cola brauchen wir eigentlich nicht dabei. So, möchten wir was anderes schauen. Ja. Booster Karawanenflinte, die ist eher für No-Kampf. Akkugewehr, Boxbandage, Dynamit mit langer Lunte, reparieren. Habe ich gesagt, die ist eher was für Nahkampf. 9 mm. Gehst du da wieder aussehen? Also das ist ja die gleiche. Das wird die, was wir eh schon ausgerüstet haben. Das ist ja wurscht. Ah ja, das ist die Stelle. Warte mal, ich probiere jetzt was anderes aus. Na, reicht schon. Na, au! Was? Scheiße. Hilfsmittel. Ich hasse Flammenwerfer. Na, wie kann ich denn jetzt wieder zurückgehen? So. Super. Waffen. Ich muss mir das Haus einmal irgendwie auf eine Schnörauswahl legen. Nur habe jetzt derzeit größere Probleme.
So, müssen wir so lösen. Hilft ja nichts. Gut, dann speichere ich da jetzt einmal. Ich schau wie viel Loot, Alter. Das können wir nicht liegen lassen. Ah! Wahrnehmung. Immer gut. Warte mal kurz. Kann man nicht irgendwie was ablegen? Wo geht das? Rechte Maustasten. Na, das sollte mal wer. Aber nicht das weggehauen. Granatwerfer. Toll, Kenny, du bist wirklich. Heute bist du ein bisschen deppert und verwirrt. Mit weg, Akkugewehr. Da können wir nichts mehr reparieren. Kleinkaliber, Nudelholz. Weg. Räder mal weg. Räder mal weg. Okay, Kleidung. Da schaut's aus. Haben wir A weg. Haben wir weg. Haben wir A weg. Haben wir A weg. Den halten wir uns. Gepanzert. Okay. Aber es hat trotzdem eine Waffen. Probieren wir mal Nahkampf. Können wir uns da irgendwas herstellen? Nein. Haben wir nichts. Okay. Okay, Baby. Stimpack. Nehmen wir wieder mit. Oh Gott, der Deputy. Ja. Wir werden in der nächsten Aufnahme uns mit diesem etwaig netten Menschen auseinandersetzen. Er ist eh nett. Zu diesem zur Synchronstimme gibt es eine kleine Geschichte. Die kann ich da dann erzählen. Braucht man nicht. Die Synchronstimme dieses Herrn ist sehr bekannt. Oder auch, wenn du die jetzt nicht mit Synchronstimmen oder so befasst, da keine Anekdote. Damit. Die für mich als Fan, da bin ich wirklich ein kleiner Fanboy davon, da war klar auf ein bisschen so, ja, ich sag mal, mich einfach nur von den Sprüchen her schon begeistert hat und auch von der Art von der Art der Synchronisation allein schon. Ich sag nur mal Bud Spencer und Terence Hill Filme. Da kleiner Vorgeschmack drauf. Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wir werden uns da hinhucken. Ja, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, du hast jetzt ein bisschen an Spaß gehabt die letzten knapp 2 Stunden. Bis zum nächsten Mal und Baba dabei.